Eerst als ik God bejenen deed, en dat we als ik ferm zelfmoord. Ik weet op een punt waar ik zeg, ik wil mijn leven nemen, wie het helpt niet. Vandaag zit ich hier mit einem Missionarskind. Er ist ja Galler Wasser, aber er ist eine Missionarsfamilie abgewachsen. Das ist Rudi Platt. Dankeschön, Rudi, dass du mit mir das hier machen hast. Ja, dankeschön für das Einladen. So, Rudi, was du im Bett mal von deiner Kindheit vertellen, bist du am Chaco abgewachsen, zur Schule gegangen, Teenager, Zentralschule, oder wo bist du? Ja, nou, ik zie in Asunción geboren. Ik zie dat Federchen van 5, zo de nummer 5. En ons paar weer missionair, de gemeentesplan, de Bibelschoolleiter. En zo, ik zie ganz in Asunción abgewassen. En dan op een 5e klas abschul. Dan komen we voor 1 jaar hier naar Chaco. We zijn ons paar studeren voor. En dan woonden we 1 jaar in Philadelphia. 6e klas, dat was dan in Asunción. Eerste klas Zentralschule damals, dat is nu 7e klas, kwam ik daar hier naar Chaco bij mijn tante wonen. Wie vroeg liever. Ah, ja. En daar nog eentje was dat trainer Asunción. En die daar in de Concordia en die dan ook nog Albert Schweitzer nog te eng maken. Wat deed dat in zijn Teenager, Jugendjahre, wenn die ein paar Missionar waren und die vielleicht Antragen haben, ja, fällt die dort, dass andere die vielleicht ein bisschen Mappe deiden oder? Na, ich weiß nicht, ich will manchmal Gostri als der andere. So, die freuen sich mit mir, mit dem Freund. Aber erwachsene Menschen, von denen hier ich immer war da, na Mensch, du bist doch ein Predigersjong, du bist doch ein Predigersjong. Und dann entwickelt ich ein Ohr. Und dann deed ich leicht sagen, ich will niemals ein Prediger worden. Und dann fragen sie, du wirst auch Prediger worden oder so. Und dann sehe ich nichts. Ich sehe kein Prediger und das ist nicht meine Schuld, dass bei uns ein paar Prediger ist. Und Lehrer will ich auch nicht werden. So, dort lehne ich alles auf. So, in dem Sinne, ja, habe ich eine Ablehnung, aber dort wir weniger von Freunden, dort wir mehr von erwachsenen Menschen. Ah ja. Mhm. Und irgendwo hast du aber dann gedacht, im Glauben gefangen, wo wir dort? Ja, ich deed als Teenie deed ich op een Ort zeetje. Op een andere zijde weer voor mij, ik moet alles uitproeven. Uitproeven wat het heeft. En ha dan veel uitgeproefd dat me ook zei dat je schuld heeft. Op een diesem uitproeven, dan weer dan drogen, dat vangt met marihuana aan en ging dan met pilsen wieder en zo was. Aber in diesem zeetje deed ik ook religieus zeetje. Aber ik zag een yoga. So, ik deed yoga maken, ik deed de Asiatische beetje lezen, ik leefde onder Reinkarnation, also ja, en ik leefde nicht an einem Gott, aber an einem Nirvana und so weiter. So, ik zag das Licht, so steht dat zeetje. En durch Meditation, durch Drogen nehmen, dat Licht zijn, dat wir meine Religion. En hat auch eine Erfahrung gemacht. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich mein Leben so sinnlos sah. Ich war auch krank, ich wurde krank, mein Darm war krank. Ich war innerlich so fertig. Und ich überlegte mir, zu was lebe ich? Ich arbeite, Schule gehen, en dan te wat, na een week een keule, irgendwo dumpstonen. En dan war dat aber te wat. So, ich twijfel dat der Mensch wirklich Frieden haben kann. Das hat ich all jahrelang nicht gesperrt. Der zweite war, Leib, jeft dat so was überhaupt? Ich dachte, kein Mensch lebt wirklich. Jeder nutzt jedem uit. So, Frieden in Leib wäre Sache, die dachte, das wäre bloß poetische Wahrheit, aber nicht real. Na, aber die sagst du doch bei deinen Eltern. Nee, das sag ich nicht. Ah, okay. Irgendwo, da war so viel was hin und her, und mit meinen Eltern verstand ich mich so schlecht. Und ich hatte da gewisse, ja, auch Ohr und so weiter. So, ich sag nicht viel davon. Erst als ich Gott bejenen deed, und das war, als ich ferm Selbstmord. Ich war auf einem Punkt, wo ich sage, ich will mein Leben nehmen, wie es das halbt nicht. Zu was lebe ich? Das hat keinen Sinn.
En door is God mij bejegend en dan mag ik dat leven en vrede is een realiteit. Dat stemt, dat geeft het werkelijk. Wanneer had ze dan? Dat had ik dan 18. 18 krijg ik meest 19. En dan hast die meest bald daarop toeverloten? Jo, ik becheerd me mal in november. Dan ben ik krijg 19 geworden. En dan ongeveer in juli, het nächste jaar. Dan ben ik 19 in juli. En ging naar Argentinië voor een paar weken in een missionsarbeid einsatz. En ging dan naar Europa, naar Schep, Doulos met OM. 4 maanden. En die dan nog mal een ganze jaar in Österreich. Eine Missionsarbeit, einen Einsatz, Jugendeinsatz machen. Okay, habt ihr ein paar die geschoben, durch dieses Rhythmus? Nicht direkt, aber was ans paar Zeit weh, hij wordt jedem Kind Meile geven, bevor wir erwachsen wären, dass wir 1-2 Jahre irgendwo im Ausland wären. Und besonders in Europa, den USA, wie zij zegt, je moet een beetje breideres Weltbild haben. Dat bloß Paraguay ist ein bisschen wenig. So dat bij mij, dat komt dan met de Bekehrung taub en dat komt met een missionseinsatz maken. Maar dan heeft hij een grote aanstrenging gemaakt. Dan met Edge, eerst naar Spanje, Italië en dan Oostenrijk. Dat ik doorheen kon en die titel leven deed. Nu heb ik nog Bibelschool gaan, zodat het ganze weer 2 jaar wat ik was weer. En du möchtest die dort tot, du wirst so fast im Glauben, dass du nicht willst eine Welt, Bitterwelt aufholen wollen? Nee, en ik voel je deine. En ik voel met een organisatie deine. Ik wil je niet ganz op mezelf oft. Aber de waarheid is, dat we niet einfach. Als ik van een mission naar de Bibelschool ging, en daar was een Taschendienst, dan had ik krise. Wenn ich nu terugkijk, ik sollte een beetje wachten. Want ik moest nog een beetje riepen. Also dat was niet ganz einfach. Dat andere is, ik kom je uit de drogenwelt, ik deed ook occultismus en een rij andere zaken. En mijn ganze denkje, dat we nog zo fresh met God, dat had me zeer goed gedaan. Want ik 6 maanden, waar han je voor we en had niet denkje geleerd. Dat had ik endlich gefehlt en dat wil ik nu ook iedereen anderen empfehlen. En du kommst dann irgendwann terug en hast dann eine Freundin gefunden oder wanneer vond je die? Ja, ik kom terug en die dan hier wieder Bibelschool, wie Jugendleiter. En dan traf ik, dat is Ruth, mijn vriendin, die in de Bibelschool. En de Bibelschool in Ascension. Door gingen we op de Bibelschool. Ze waren een ander Kloster als ik, maar door gingen we op en dan hebben we ons langzaam Tjani geleerd, maar eerst nog 4 jaar. Fangen we een Beziehung aan en dachten dat we tot leven op meisteren willen. Ja. Irgendwo heeft de gemeente dan gezegd dat du Bibelschool afgesloten hast en heeft die dan arbeid gegeven? Ja. Ik deed zeer schön al während der Bibelschool, deed ik met Flat helpen, met Sehen, met Bibelstudium. En ik wil ook Jugendleiter geholfen. En als ik dan Bibelschool te eind, deed ik nog met universiteit gaan en word dan valt die Jugendleiter. En sie dan jarenlang Jugendleiter geweest. En hebben we dan een Taschen befried en dan weer we taub. En dan ging ik nogmaals dit schon studeren. Nogmaals theologie studeren, 4 jaar. Nee. Die eerste 2 jaar komen in Duitsland. Okay. Ja. En hoeveel zijn je nu? En nu hebben we 15 jaar. Oh, okay. We hebben 3 Ehen en 2 opgenomen. Oh. 2 adoptierte. Ja. Okay. En dan kommst du terug van Duitsland en dan stehst du eine Gemeindeführung an? Ja. Ik kom van Duitsland terug. En dan weet je waar dat Jugendleiter, aber direct in de gemeente. En wezen wordt als een gehilfe oder een co-pastor. So ik deed dan taub met Horst Boyer. Aber ich will noch erster Linie Jugendleiter, aber die dann natürlich viel mehr. Und dann in eine Zeit dann ging Charlie oder Horst ging dann rüt und dann ging ich als Gemeindeleiter an. Und dann sie ich 11 Jahre Gemeindeleiter gewesen. Oh. Ja. Wo deed dat, wenn du Gemeindeleiter bist und du sitzt, ja, Gemeindelieder, aber auch in der Welt, dass da so viel schlechtet ist,
so viel kaputt nicht ist, wo das dort eine Gemeinde letter. Jo, das ist... Nicht mal unbedingt an der Gemeinde, aber auch an der Welt. Du willst helfen, weil du hast die Welt durch seine, du bist auf Missionseinsätze gewesen und da wird aber so schrecklich viel nach Fehler. Ja, ja. Jo, das ist aber auch eine Gemeinde. Man hat nie den Eindruck, ich habe alles getan. Meine Arbeit ist vor dich. Das geht nicht, weil du siehst immer so viel mehr Not, als was du tun kannst. En dan moet man leren door nood wat het in de wereld immer geven. En wat ik verzeker is mensen te helpen tot God te komen, God te erkennen. Maar ik kan de wereld niet lezen. Ik kan de problemen van de mensen niet lezen. Ik kan den begeleiden tot ze zich van God helpen laten. En dan heb ik ook veel gezien over dat leven ändert. Mijn leven ändert en vele anderen, maar vele ook niet. En vele willen niet. Und viele sagen, jo, irgendwann noch mal, aber nu noch nicht. Und dann kann ich nicht viel tun. Dann muss ich lernen, dass meine Beziehung zu Gott erst wird mein Leben trägt. Nicht wie viel kriege ich tun, sondern dass ich ein Kind Gottes bin, dass Gott mir lebt, Gott mir verzeiht, meine Sünde verzeiht, und er mir raubt, eine Arbeit zu tun, aber er ist der Boss, nicht ich. So, hij leidt me aan, ik zal zaken steunen en ik wil ook, maar dat sie nicht echt die de zaken verändert. En ik zie ook niet verantwoordelijk die zaken te veranderen. Ik zie verantwoordelijk te vermittelen, op arm hand te wijzen. Maar mijn werkelijke zin im Leben vind ik ook niet in de arbeid, den vind ik in Gott. Dat ik God dienen, dat ik am aanbeden kan, dat ik de Ewigkeit mit am verbringen wil. Du ist endlich der Sinn im Leben für mich. Ja. Du hast dann aber auch viel an verschiedene große Organisationen mitgearbeitet. Du bist lange in Letter gewesen. Kannst du ein bisschen darüber erklären? Jo, ich habe mitgearbeitet weltweit Konferenzen von Gemeinden. Und wir hatten dann 22 Konferenzen in 20 Ländern. Uit 20 Länder, da wäre dann Japan, da ist dann Indien, da sind dann Deutschland, Lituanien, Portugal, da wäre auch Kongo, Angola, und dann Südamerika sind 8, und dann wäre noch USA, in Kanada und so weiter. Und was wir versucht haben, ist, dass diese Leiter von der Konferenz kommen jedes Jahr in eine Beziehung haben und sich gegenseitig helfen. Weil es manchmal oder sehr vorkommt, ist, was unsere Konferenz hat in Korn, ist dort, was eine andere Konferenz braucht. Und wenn wir uns dort austauschen, manchmal ist dort Geld, manchmal sind dort Menschen, die Bildung haben, manchmal ist dort aber auch Evangelisation, wo evangelisiert und so weiter. Und das Austausch, der ist sehr, sehr interessant. Du redest nicht von Mennoniten Brüdergemeindeskonferenzen? Ja. Ja, dort nennt sich ICOM, das sind die Mennoniten-Brüdergemeinde weltweit. Und zum Beispiel interessant wie Laos. Laos ist eine relativ junge Konferenz, die nu ungefähr 45.000 Menschen hat, die Konferenz. Und die haben wenig Bildung, die haben wenig Organisation, aber was die haben, ist beten, ist evangelisieren, und so weiter. Die nehmen dort an, dass man anhalb das Glaubensbekenntnis, dort halb Ausbildungen zu haben, Schule zu haben, die Gemeinde zu organisieren. Aber die Menschen, die anhalten, die erfahren, was voreinander beten ist, was Menschen absetzen bedient, und sich für Menschen einsetzen, evangelisieren. Wie muss das sein, dass die manchmal von der Polizei gegriffen werden und richtig verdrascht worden oder im Gefängnis saßen. Und eine Frau, die war da rausgekommen und wieder evangelisiert. So, da wir ein Leben, das uns inspiriert hat. Und deswegen, dass wir ein Jahr in Thailand die Konferenz machen, einfach am Beine dich das zu lernen. Ja. Du hast das ein bisschen angeredet. Wo sind die Länder, wo du nicht kannst in Christen ausleben? Sind da viele Länder noch? Da sind viele Länder. Ich würde nun nicht alle auswendig weiter, aber eins ist Saudi-Arabien, nicht wo darüber kann ich noch ein bisschen mehr sagen. Saudi-Arabien,
dort ist Iran, dort ist, das sind noch einige von den anderen arabischen Ländern. Dann haben wir in Marokko, in Nordafrika sind mehrere Länder. Und dann, ja, du hast China, dort du kannst, aber dort ist begrenzt. Indonesien hat Städte, wo das sehr kompliziert wird und so weiter. Waarom vervallen die Christen? Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich will wir alle einen Feind haben. Und die will das verfallen. Aber menschliche Seine, alle die, die in muslimischen Ländern wohnen, und die Regierung sehr strikt muslimisch ist, für den ist dort, wenn du den Islam aufseist, dann darfst du deine Familie, dein Volk, dein Gott aufsehen. Und dann ist dort eine Schande. Und dann ist für den dort darf nicht. Scheint von unserer Familie kann den Islam verloren, weil dann sind wir alle unter eine sehr große Schande. Die Familienangehörigen. Die Familienangehörigen, aber auch das Land. So, dort ist verboten für einem, in diesen Ländern, dort ist absolut verboten für einen Islam, einen Muslim, sich zu bekehren. Und dann auf dem Christentum oder zu einer anderen Religion. Und dann wird er verfolgt. Und folgen, dass die eigene Familie dafür sorgen, dass das Mensch umgebracht wird. Weil sie die schonlos werden wollen. Sehr folgen, wenn die Menschen sich bekehren, dann meint das uitkleben. Dann meint das verschwinden. In einem anderen Land verschwinden oder irgendwas tun. Oder sehr im Verstopp leben. Ich wollte Saudi-Arabien sagen. Saudi-Arabien, statistisch gesehen, wird man da nicht viel Christen finden. Aber da sind Christen. Aber die tun sehr im Verstopp. Und dort sind Hausgemeinden, dort sind manchmal 10 Menschen, manchmal 7, manchmal 12 Menschen. Und die tun auch Wolse, aber sie müssen sehr vorsichtig sein. Weil wenn sie Saudi-Arabien sind, immer einen anderen Tag, dann erst an wird der Post aufgenommen, sie wurden im Gefängnis geschmissen und folgen wird eben an die Todesstrafe gemacht. So, ich kenne einen in Saudi-Arabien, der rausgekommen ist, der sich vorbereitet hat, in den Raub Gottes fällt einmal an vor. Und was er tut, ist, er sieht diese kleine Gruppe ab, die mit meist Scheinen in Verbindung haben, weil sie auch so sehr vorsichtig sein müssen. Und der den helfen, mehr zu weiter von der Bibel, an mehr von der Bibel zu unterrichten, an zu unterstützen, in Verbindungen schaffen und so weiter. Und er sagt, dort schafft in Saudi-Arabien ab viele Städte hier sind kleine Gemeinden entstanden. Das Interessante ist in Saudi-Arabien und einige andere, Iran und auch in anderen muslimischen Ländern, dass viele einen Traum haben. Die haben einen Traum, wo sie Jesus hören, Jesus ansagt, wer er ist, und Jesus anhand, wo sie eine Bibel finden, wo sie andere Christen finden. Und dann finden sie die auch. Und dort ist abfällig, dass dort eine muslimische Welt irgendwie viel so eine Zeugnisse. Von der Türkei habe ich ein Zeugnis sehr dicht miterlebt. Dort ist einfach Gott raubt auch den, auch wenn die menschliche seine Mist. Ja, man hat alles, was man kann, damit sie nicht Christ worden. Aber der Herr Jesus kann den doch anreden. Ja. Du redest von Mennoniten-Brüdergemeinden. Ja. Wie, wenn wir hier so Ramharsche, Bolivien, Belize oder irgendwo Mennonitengemeinde, wie leben alle durch so wetthütig als wir sind Mennoniten. Ja. In Afrika, was ist das da? Ja, da sind ein bisschen Leute. Ja. Ja, zum Beispiel Kongo, dort sind alles schwarze Menschen. Und dann haben wir in Indien, da muss man nur vielleicht teilen, das sind wir dabei total, aber vielleicht dicht bei 180.000. Dort sind alles Inder. Also Mennonit ist nicht von der Hütte auf fähig. Absolut nicht, absolut nicht. Und interessant ist, die sind schwarz, die tragen sich an aus der Inder, die singen aus der Inder, die haben auch ihre Sprache. Und interessant ist, als ich da einmal weiß, dass die dann sagen, wie als Minister, wie als Mennoniten sollen so und so sein. Und dann heute eigentlich auch noch Menno Simons. Ah ja. Und Menno Joel, und Menno Wills,
einige von denen sind die dritte Generation Christ. Die erste Missionare gingen von Russland nach Indien. Und dann erst die Gemeinschaft, die da angefangen sind. So, da sind Menschen, dritte, vierte Generation als Christen sind. So, die feilen sich 100% Mennonit. Ja, aber rede nicht Plattdeutsch. Ja. Rudi, das ist sehr interessant, was du nicht alles erlebt hast und so. Kannst du vielleicht nach Kart irgendwas sagen, was dir auf dem Herzen liegt, eine Gebetserhörung oder zu anderen Menschen? Jo, was ich eine Sache, die mich sehr gerührt hat in all meinen Reisen, ist, dass Menschen in Verantwortung zum Teil einsam sind. In einer Kultur, in einem Land, ob das nun in den USA, Deutschland oder Afrika oder Indien oder in einem von all den anderen Ländern, dass viele Leute, die wagen sich nicht gewisse Sachen aus ihrem Leben mit jemandem mitzuteilen. Wenn sie in Verantwortung sind, weil sie abpassen. Manchmal sind dort Probleme, persönliche Probleme mit der Sexualität, manchmal ist das mit dem Geld, manchmal ist das Problem, sie können nicht erzählen, manchmal ist das die Eier, dass sie sich nicht mehr gut sind, eine Eier, manchmal ist das, dass sie viele in anderer Sucht an auf, viele sich verfolgt, manchmal von der einen Menschen, von der Familie oder von wem anderen. Und dann weiten sie nicht, mit wem sie reden. Und das ist eine Sache, die mir wichtig geworden ist. Wenn ich eine Verantwortung habe, dann soll ich Menschen sehen, wo ich mitteilen kann. Ich soll nicht mit Problemen im Leben allein bleiben. Sicher, viele kann man nicht öffentlich sein, soll man auch nicht. Aber doch Menschen sehen, Gott hat uns Europa in eine Gemeinschaft, Gott hat uns nicht Europa allein zu kämpfen. Und dass ich mit diesen Sachen nicht allein blieb. Weil dort allein ist es sehr viel schwerer, die Probleme abzuarbeiten, die zu lesen, zu heilen. Und ich will einfach jeder Mut machen, bete darum, dass Gott dir jemand schenkt, wo du diese Sachen mitteilen kannst. Und du wirst sehen, Gott hat Menschen reingemacht, damit die mit die Gemeinschaft haben. Dankeschön, Rudi. Ja. Das war sehr interessant. Und ich hoffe, dass Ihnen das auch gefallen hat. Und so ist es gesagt, wenn ihr noch irgendwas eingeübt habt und das meist nicht wieder vertellen kann, sehr gut eine Vertrauensperson zu sehen und mit der dort reden. Dankeschön für das.